Der ZT-Talk wird Ihnen präsentiert von der Siegfried AG Expect More, der CSS-Versicherung ganz persönlich und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Wir fördern vieles, das gesund hält. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner, ganz persönlich. Mit 28 hat sie ihr erstes Buch geschrieben. Die Woche ist sie 80 Jahre alt geworden und hat im Leben 18 Bücher publiziert. Das 19. ist in der Pipeline. Herzlich willkommen zum ZT-Talk. Sie war Bankangestellte, Werbegrafikerin, Fotomodell und eben Schriftstellerin. Heute ist sie bei mir im Studio, um mit mir über ihr spannendes Leben und ihre Pläne für die Zukunft zu reden. Herzlich willkommen, Margrit Schreiber. Grüezi, Herr Pfister. Frau Schreiber, ich habe es erwähnt, diese Woche sind Sie 80 geworden. Wie war der Tag, der 4. Juni? Es war eigentlich ein Tag voll Überraschungen. Es ist natürlich, man hat schon lange gewusst, jetzt kommt das. Und es ist wahnsinnig rasant gegangen, bis wir jetzt plötzlich ist man 80. Man kann es auch gar nicht fassen. Es wird einem eigentlich bewusst, dass alles endlich ist. Dass alles irgendeine hört. Vorher weiss man weiss es immer. Aber man verschiebt es ein bisschen. Aber man tut es rausschieben, ja. Also nochmal jetzt weiss ich es. Eine wichtige Schwelle im Leben, das 80 werden. Ja, es war eine wichtige Schwelle. Aber ich freue mich und ich freue mich an jedem Tag. Und ich würde sagen, umso mehr schätze ich mein Leben. Ich habe es eingangs erwähnt, Sie waren einmal Fotomodell. Können Sie etwas darüber erzählen, wie, in welchen Zusammenhängen und für was für Kleider oder was ist das gesehen? Ach, ich habe mich immer gerne in neuen Kleidern gesehen und für mich war das aufregend über so einen Laufsteg zu spazieren. Wenn ich ja etwas im Leben hätte machen, dann wäre es tanzen gewesen, bis ich umfliege oder über einen Laufsteg spazieren oder eben schreiben. Genau. Heute mache ich da viel von diesen Models, mache ich Schönheits-OPs. Wäre das für Sie je eine Option gewesen, so etwas? Ich will nicht einfach Nein sagen, aber es gibt heute Möglichkeiten, Techniken, wo man doch noch etwas aus sich herausholen kann. Also ja, das reicht. Ihr erstes Buch, Frau Schreiber, Sie sind mit 28 haben Sie angefangen zu schreiben. Erschienen ist das 1976. Ja. Das ist, wenn ich das richtig recherchiert habe, eine Zangengeburt. Ja. In der Schule hat man mir gesagt, aus dir gibt es eine Schriftstellerin. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, überhaupt eine Schriftstellerin zu werden, weil ich bin nicht in einem Haus aufgewachsen, wo man Bücher überhaupt gelesen oder geschätzt hat. Man hatte ein Doktorbuch und eine Bibel in der Hoffnung, nie müssen aufzutun. Aber ich bin ins Institut gegangen und als die Klosterfrau mir das gesagt hat, ist mir das reingefahren. Und ohne den Satz wäre ich nie in meinem Leben Und aufgrund von was hat sie denn den Satz für einen Aufsatz? Oder? Sie hat immer meine Aufsätze vorgelesen. Sie haben dann den Traum, Schriftstellerin zu werden, verwirklicht. Was hat da eigentlich immer angetrieben und am Leben erhalten? Aber Sie haben recht müssen investieren, gerade wie im ersten Buch. Sie haben lange daran geschafft. Ja. Was hat der Traum angetrieben? Ich wollte immer etwas Kreatives machen. Entweder Kleider nähen oder eben verwandeln auf dem Laufsteg. Und mit Schreiben habe ich mir wirklich ein anderes Leben eigentlich erschaffen. Es hat meine Sehnsucht nach Abenteuer hat das befriedigt. Mit jedem Buch bin ich in eine andere Figur hineingeschlüpft und habe ein anderes Leben gelebt. Haben Sie, wo kommen denn Ihre Einfälle, wo für Ihre Bücher? Kommt Ihnen das spontan oder tun Sie da heftig daran arbeiten?
Es ist natürlich, es ist überhaupt alles Arbeit. Schreiben ist alles Arbeit. Als ich ja angefangen habe, die 8 Jahre, habe ich damit verbrungen, überhaupt Technik zu erlernen. Weil ich habe gemeint, ich könnte das, wenn ich Bücher gelesen habe, so einfach geschrieben habe, aber es war nicht so einfach gewesen. Ja, Sie haben das Lehrgeld gezahlt. Ja, und daher ist das Buch, das aus sich gerahmt, das erste Buch, aus sich selber herausgewachsen. Ich habe also nicht eine Geschichte gehabt, sondern ich habe Tag um Tag die Frau beschrieben, die zum Fenster ausschaut und sich fragt, wer bin ich? Was mache ich da? Was ist meine Umgebung? Das ist der Inhalt. Also und das ist so im Prozess entstanden. Und Ja. für Ihre späteren Bücher sind Sie... Es sind alle, also haben einen Ausgang, der real ist. Aber ich bin dann immer mehr in eine Geschichte hineingeschlüpft, die ich zum Teil erfunden habe, zum Teil eben mit Figuren aus meinem Leben oder aus der Umgebung besetzt habe. Und zu einem Ziel, also richtige Geschichte aufgebaut habe, Stück um Stück. Es ist eigentlich während der Kreation vom Schreiben entstanden und dann zum Ende geführt. Sind Sie eine disziplinierte Schreiberin? Es gibt ja so Schriftsteller, Schriftstellerinnen, die jeden Tag, am Morgen 2-3 Stunden, ganz klar, andere, wenn es gerade gut passt. Wie ist das bei Ihnen? Wo schreiben Sie am besten? Also von nichts kommt nichts. Also ich bin sehr diszipliniert. Ich kann, wenn es am Anfang, wenn noch nichts steht, dann tue ich zwischen Lesen und Schreiben abwechseln und nachdenken. Aber wenn dann schon etwas steht, tue ich stundenlang, manchmal 12 Stunden. Die Augen tun mir weh und das jeden Tag, Tag für Tag daran arbeiten, bis es so ist, wie ich es haben will. Ich tue es immer wieder neu machen. Am Morgen, zur Nacht? Nein, Tag. Tag aus? Ich Also tue keine früh Nachtarbeiterin? anfangen. Keine Nachtarbeiterin. Reden wir doch über ein konkretes Buch von Ihnen, das hat grosse Wellen geschlagen, «Die hässlichste Frau der Welt». Das ist die Geschichte von der eben sogenannten Affenfrau, die im 19. Jahrhundert als Attraktion ausgestellt wurde. Dank ihnen ist dann endlich der Leichnam nach 153 Jahren nach Mexiko überführt worden und würdig bestattet worden. Ist die Affenfrau ihr das wichtigste Buch gewesen? Ich würde sagen, die Affenfrau hat am meisten Effekt gehabt. Sie hat am meisten ausgelöst. Erstens nach dem Schreiben mit meinen Lesern, wo ich dauernd im Internet gechattet habe. Und nachher haben die sogar gefunden, also die Frau, die muss doch ein Grab haben. Wir schreiben jetzt an die Majestät, also an die Krone von Norwegen und verlangen, dass die aus dem Museumskeller rauskommt. Die muss jetzt endlich ein richtiges Grab haben. Ist lang genug als Fellhaufen dort drin gewesen. Und wir haben den Brief geschrieben. Und die Krone, also die haben uns auch zurückgeschrieben. Wir können leider nichts machen, das ist die Sache der Wissenschaft. Wir sind natürlich alle ein bisschen enttäuscht gewesen. Und 2 Jahre später ist die plötzlich aus dem Museumskeller geholt worden. Norwegen hat sich entschuldigt beim Staat Mexiko, weil sie eine Mexikanerin war, und haben sie in aller Ehre in ein Flugzeug verladen und nach Mexiko geführt und dort beerdigt, in allem Pomp. Ohne Ihr Buch würde man wahrscheinlich... Ja, ich weiss, es hat noch andere Gruppierungen, Ja. es hat noch viele Leute gehabt, die sich auch aufgeregt haben über das Schicksal. Aber ganz sicher war das mit der Grund gewesen. Ist das ein Treiber, wenn Sie mit Ihren Büchern auch etwas erreichen, so in die Richtung, wie Sie das jetzt bei dieser Affenfrau haben können? Oder sollen die einfach in den Leserinnen und Lesern Freude, Spass machen? Oder? Nein, niemals einfach nur Freude und Spass machen. Ich möchte natürlich schon etwas aussagen. Aber nicht, dass ich eine Mission habe. Sonst würde ich gescheite Politikerin sein. Also ich möchte aber etwas in schönen Worten oder in guter Form zu Papier bringen, sodass es auch eine Freude ist, natürlich zum Lesen. Aber es sollte auch etwas aussagen. Sonst ist es nur leer, das würde mich nicht befriedigen. Nächste Woche ist ein Frauenstreik.
Nehmen Sie teil? Ich nehme nicht teil, aber ich habe grosse Sympathie für die Frauen. Ich finde es ganz selbstverständlich, dass Frauen für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn haben. Ihr Werk ist ja auch literarisch, hat sich eingesetzt für die Anliegen der Frauen. Ja, interessanterweise bin ich ja nie jemand gewesen, der politisch auftreten ist oder an vorderster Front war. Und jetzt werden aber meine Bücher von der Literaturwissenschaft ausgelegt als das maßgebende Werk in der Schweizer Literatur, wo die Frauen bewusst gemacht haben, wer sie sind, was sie könnten und was sie wollen. Das ist eine schöne Ehre. Das ist eine grosse Ehre. Ich weiss, dass nächstes Jahr in Glasgow von einem Professor eine schöne Arbeit darüber erscheint. Und es sind auch andere Arbeiten schon erschienen. Und auch 1991, vor 25 Jahren, sind Sie nicht am Frauenstreik? Ich bin auch nicht am Frauenstreik gegangen. Ich habe so etwas ausgelöst, aber nicht, dass ich die Mission hatte, dass ich das ursprünglich auch wollte. Ich habe einfach den Leuten aufs Maul gehört und meine Gefühle als Frau dargestellt. Und so hat das automatisch ein Bild von der Zeit gegeben. Sie haben das Buch in der Pipeline wieder. Das Ja. soll nächstens erscheinen. Was ist das für ein Buch und wann kommt das? Es ist die Chormädchen von der Sommer der Chormädchen. Ich hoffe, dass es erscheint. Im Moment ist der Verlag, wo ich bin, leider in Schwierigkeiten, weil es einen Verlagswechsel gibt. Aber auch da ist eine junge Frau, die sich selber bewusst wird und sie tut alle ihren Kummer, alles, was sie stört, alles, was sie ist, eigentlich ins Wasser schreiben. Sie schreibt ihre Geschichte in See hinein und tut sich so davon erlösen und erstarkt und ist eine Frau, die erwacht, wie alle meine Frauen sind, die erwacht. Das Buch ist in dem Fall fertig, sozusagen in der Pipeline. Gibt es schon Ja. Pläne für ein nächstes und ein übernächstes? Also Was sind Sie schon dran? Ich habe sicher noch ein Buch mit Erzählungen, das bald eigentlich fertig sein sollte. Ich habe einfach wirklich viele Erzählungen, die will ich auch einmal rausgeben. Aber ein Roman, da bin ich noch nicht dran. Aber ich habe dicke Ordner. Schenken Sie mir ein neues Leben, ich schenke Ihnen noch Haufen Bücher. Wenn ich das könnte, würde ich das unbedingt machen, Frau Schreiber. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren für den Talk. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Glück mit Ihren weiteren Plänen und Ihren Büchern. Danke, Herr Pfister, danke. Nächste Woche sind wir natürlich wieder für Sie hier im ZT-Talk. Nächste Woche wieder eine spannende Frau. Dort geht es dann um einen Frauenstreik. Bei mir ist Vivian Hösli, SP-Einwohnerrätin und Grossrätin. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Der ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden von der Siegfried AG Expect More, der CSS-Versicherung ganz persönlich und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Mami, da. Gesund werden braucht Unterstützung. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner. Ganz persönlich.